Genau, das ist so ein bisschen die Priorität. Dann gibt es zwei grössere Kostenpunkte, die könnten zukünftig auch Kosten generieren, wo da jemand am Anfang schon aufgezählt hat. Zum einen ist das alles, was mit der Promotion zu tun hat. Dort allerdings, ich habe dort auch noch eine andere Folge über organisches Wachstum auf dem YouTube-Channel, wo das alles noch ein bisschen viel tiefgründiger noch gar erklären. Weil alles, was mit den Promotionskosten zu tun hat, ist halt ein bisschen schöner dran. Alles, was mit Promo zu tun hat, das meiste von dem ist halt organische Kommunikation und ist völlig gratis. Dort würde ich einfach den Fakt stressen, dass so viel wie möglich von deiner eigenen Kraft aus kommuniziert werden soll, auch langfristig über deine eigenen Plattformen oder über deine Releases auch, weil dort zahlst du keinen einzigen Cent. Stand heute tun dich all die Plattformen, Social Media Plattformen und YouTube und so verlangen kein Geld von dir, um dort drauf zu kommunizieren. Darum soll man das auch ausnutzen. Und ich finde das amigs schade, wenn halt das nicht richtig ausgenutzt wird, weil die meisten Leute oder die meisten Singles, sage ich jetzt mal, oder Songs, scheitern nicht daran, dass man kein riesiges Marketingbudget hat oder ein Werbebudget, sondern die meisten Songs scheitern, weil nicht viel kommuniziert wird, weil nicht viel promotet wird vom Künstler oder von der Künstlerin selber aus. Thierry schreibt da noch, ist es zwingend, ein Musikvideo zu machen? Nein, es ist nicht zwingend, Thierry. Also man kann auch, wenn es ein starker Song ist, das auch einfach als Audio, Artwork, kann man das auch auf YouTube tun und überall darstellen lassen. Wenn der Song halt geil ist, ist der Song geil. Ein Musikvideo kann aber auch helfen, dich imagemäßig als Künstler oder als Künstlerin ein bisschen mehr imagemäßig zu profilieren. Sagt man im Marketing-Sinn, halt dir ein Bild geben zum Song an einem Hörer oder an einem Zuschauer. Weil wenn das nur alles mit Audio-Releases machst, ist es natürlich schwierig, sich da etwas zu vorstellen zu können. Genau, aber alles, was mit der Promo zu tun hat, da, wie gesagt, gibt's auch noch ganz grosse Folgen dazu auf dem YouTube-Channel, wenn ihr dort mal schauen. Aber dort, das ist eigentlich nur indirekt ein Kostenpunkt, weil ihr macht etwas falsch, wenn ihr dort sehr viel Geld ausgebt. Klar gibt's so Sachen wie Promotouren und dort entstehen nachher Fahrspesen und so. Aber ihr realisiert, dass ihr in der Promo ganz, ganz viele Sachen auch gratis könnt einfach kommunizieren über eure eigene Stärke. Und der Trick ist einfach, dass ihr das längerfristig macht und nicht nur zweimal postet euer Release und nachher hört ihr auf. Weil, wie gesagt, nochmal, die meisten Songs scheitern daran nicht, weil ihnen ein riesiges Marketingbudget fehlt, sondern weil sie die organische Kommunikation nicht ausnutzen, die sie haben, die Künstler und Künstlerinnen. Da einfach als zusätzlicher Promokostenpunkt lohnt es sich, mit einer Promoagentur zusammenzuarbeiten, da immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr noch nicht auf dem Level sind, wo auch Medieninteresse da ist, dann würde ich euch noch nicht empfehlen, dort jemand externes dafür zu zahlen, dass er oder sie Promo für dich macht. Weil wenn das Medieninteresse nicht da ist, ist das wie so ein bisschen verschwendetes Geld. Das würde ich eher machen, jemanden dazu holen, der für euch die Promo macht, wenn auch tatsächlich Medieninteresse da ist. Und ich habe ja gesagt, es sind Promo- und Marketingkosten, zwei verschiedene Kostenpunkte. Darum würde ich da noch ganz schnell auf das Marketing und das Werbebudget eingehen. Wie ich das vorher schon gesagt habe, organisch ist das Stichwort. Immer. Organisch, organisch, organisch. Weil ich höre vielmal noch, und das höre ich zu oft, dass viele dann sagen, ja, aber wenn ich das Marketingbudget hätte, wo der Superstar-Künstler XYZ hat, dann würde es bei mir auch laufen. Lasst euch das von jemandem sagen, der vorher Product Manager auch war, der ganz, ganz viele internationale Releases vermarktet hat. Auch das grösste Marketingbudget auf der Welt kann dir nicht helfen, wenn der Song nicht geil ist und nicht konsumiert wird. Sprich, du musst es schon irgendwie selber schaffen, dass der Song organisch konsumiert wird, weil sonst macht irgendwie ein Werbebudget, ein Marketingbudget überhaupt gar keinen Sinn. Das heisst nicht, dass es ganz useless ist, aber ich würde halt den Gedanken stressen, dass du wirklich zuerst mal auf organisch deinen eigenen Boden musst aufbauen, weil einfach so Werbung zu schalten über so Facebook, Instagram oder YouTube,
bringt nichts, wenn dich niemand kennt. Und überhaupt, auch wenn man dort nicht einen höheren Bekanntheitsgrad hat, würde ich wirklich auch die Finger von dem lassen. Also für Newcomer oder Leute, die gar nicht etabliert sind, ist das Geld wirklich irgendwo anders viel besser aufgehoben als in so digitalen Ads. Arbeitet dort mit dem Gedanken, dass ihr vieles selber machen wollt, organischen Konsum aufbauen wollt, weil es hilft dann auch nicht, wenn man plötzlich 50.000 Franken hätte, und da gehe ich jetzt von einem extrem hohen Beispiel aus, wo es in der Schweiz nicht so oft gibt, aber wenn man jetzt im Jahr 50.000 Stutz hätte, um da für einen Release auszugeben, wenn die Songs nicht gut sind und die Leute da draussen das nicht hören wollen, einfach so, dann kann man dort auch nicht, kann man die Flamme auch nicht grösser machen. Weil wenn gar keine Flamme erst da ist, dann nützt dir auch das Marketingbudget nichts.